Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr mit dabei seid an dem Ostergottesdienst hier in der GVC Zürich-Oberland. Ihr seht hier unten eingeblendet auf dem Balken so das Ostersignet oder Logo oder wie man dem auch immer sagen will, das wir auf unserem Slide hatten zu Ostern. Und vielleicht eine kurze Frage, erinnert es euch an etwas? Ostereier, ja, gute Idee, genau. Es hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit der bekannten Kreditkartenfirma. Vielleicht, wenn man es noch ein bisschen genauer anschaut, merkt man das auch. Es hat so eine gewisse Symbolik und es hat ganz viel, aber eben auch Ostersymbolik drin. Übrigens, wenn wir es schon haben von Ostereiern. Wisst ihr, was Ostern mit Ostereiern zu tun hat? Ich habe es dieses Jahr herausgefunden. Und zwar ist ja meistens vor Ostern eine Fastenzeit. Und in dieser Fastenzeit isst man auch keine Eier. Aber es ist ja so, dass Hühner eben trotzdem jeden Tag ein Ei legen. Und so sammeln sich die Eier an in diesen 40 Tagen. Und früher, zum es haltbar machen, hat man es dann gekocht. Und zum Markieren, welche das schon gekocht sind und welche nicht, hat man es dann eben farbig gemacht. Und that's the story von diesen Ostereiern. Sind wir alle ein bisschen schlauer geworden. Genau. Nein, aber das Symbol hat ganz viel auch Ostersymbolik drin. Eben, zum einen symbolisiert es den Stein, der weggerollt ist, das leere Grab, das am Ostermontag leer war, der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Dann symbolisiert es aber ein Stück weit auch den Kontrast zwischen Dunkelheit und Licht, der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Und auch das hat mit Ostern zu tun. Und mich hat es daran erinnert, dass die bekannte Kreditkartenfirma so einen Slogan hat, nämlich: Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen, für alles andere gibt es. Und jetzt wisst ihr, welche Firma, oder? Genau. Und auch das, Ostern, ist etwas, das uns zeigt, es ist nicht alles auf dieser Welt kaufbar und es ist nicht alles in dieser Welt aus unserer eigenen Kraft machbar. Und all das steckt irgendwo drin. Ich habe es so genial gefunden. Meisterleistung vom Grafiker, vom Sevi, top. Und ihr merkt, da sind so Kontraste drin. Und Ostern ist irgendwo ein Stück weit eine paradoxe Message. Ein Unschuldiger, nämlich Jesus, stirbt auf eine grauenvolle Art und Weise. Und das Ereignis verändert die Weltgeschichte. Nachher ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und ganz ehrlich, normalerweise ist ein Plan gescheitert, wenn man stirbt. Egal, was du vorgehabt hast, wenn du stirbst, ist im Normalfall das, was du erreichen wolltest, vorbei. Aber bei Gott scheint es ein Teil von seinem Masterplan für die Welt zu sein. Und egal, ob du Christ bist, regelmäßig in einer Kirche bist oder nicht, wir möchten das heute miteinander ein bisschen anschauen. Viele, die regelmäßig in eine Kirche kommen, so auf den ersten Blick, oder, würde man sagen, so, mal, die Antwort kennen wir wissen wie. Aber wir möchten trotzdem heute auch noch mal ein bisschen genauer anschauen und vor allem auf einen Teil eingehen, wo für die meisten manchmal ein bisschen wie vernachlässigen oder vielleicht manchmal nicht ganz so genau wissen, was damit anfangen. Aber vielleicht holen wir schnell aus. Oder wir sind jetzt in einer Zeit, wo vieles irgendwo unruhig ist, in einer unsicheren Zeit. Wir haben alle gerade die Corona-Pandemie so knapp überstanden. Nämlich in der Schweiz sieht es so aus, als wäre sie langsam durch. Es hat aber auch gezeigt, wie schnell ein tiefer Riss in unsere Gesellschaft hineinkommen kann, in unsere Familie, in unsere Freundschaften, wie schnell sich da ein Spalt drin kann begeben. Und jetzt, kaum ein paar Wochen später, sind wir schon in der nächsten Krise drin, der Krieg in der Ukraine, und täglich erreichen uns Schreckensmeldungen aus der Ukraine. Wir können uns, oder ich kann mir fast nicht vorstellen, was das heissen muss für Leute, ihr ganzes Leben in einen Koffer zu packen und flüchten, ohne zu wissen, wo das schlussendlich angeht. Und ich finde es unvorstellbar, wir müssen uns vorstellen, was es heisst, gegen Leute zu kämpfen, die dir eigentlich persönlich nichts zu leid tun haben. Und das hinterlässt manchmal so ein bisschen Fragen, auch gerade, was kommt als nächstes? Die einen Berichte reden von möglichen Hungersnöten. Die Angst vor einer Wirtschaftskrise beschäftigt viele. All diese Sachen können einem ja irgendwo doch schon auch ein bisschen Ängste auslösen. Und in dem hinein soll Ostern eine gute Botschaft sein. Eine Gräueltat. Eigentlich kannst du sagen, wenn man es so anschaut mit der Ukraine, ein Kriegsverbrechen. Und in dem hinein
sollte Hoffnung für uns versteckt sein. Das ist irgendwie so das Paradoxe. Und das wollen wir heute ein bisschen auspacken. Die Geschichte Ostern hat wie 2 Teile. Der erste Teil der Ostergeschichte ist der Karfreitag. Der zweite Teil ist der Ostermontag. Dazwischen die 3 Tage, wo Jesus im Grab war. Karfreitag ist der Tag, wo Jesus den schlimmen Tod am Kreuz gestorben ist. Es war ein Foltertod. Eigentlich die schlimmste mögliche Art und Weise, wie du hingerichtet werden kannst. Und seine Kreuzigung ist nicht von irgendwelchen Feinden angezettelt, sondern eigentlich von seinem eigenen Volk. Nicht von den Römern, wo das Land in Besitz genommen hat, sondern von den Leuten, zu denen er eigentlich gekommen ist. Seine Landsleute. Und von außen betrachtet ist an dem Punkt, hat man müssen sagen, Jesus, was auch immer du hast erreichen, es ist vorbei. Es ist gescheitert. Und dann ist aber der Ostermontag gekommen, wo Jesus auferstanden ist, wo die Jünger zu dem Grab sind und gemerkt haben, das Grab ist leer. Da ist niemand drin. Der Jesus, der vorher vor 3 Tagen gestorben ist, ist nicht in dem Grab. Und kurz darauf ist er ihnen begegnet. Und irgendetwas ist da dazwischen passiert. Etwas Gewaltiges. Etwas, das den Lauf der Geschichte verändert hat. Für uns Christen steht im Normalfall das Kreuz im Mittelpunkt von unserem Glauben. Es ist sogar zum Symbol von unserem Glauben geworden. Wir haben hier bei uns eins gross prominent aufgestellt. Und viele Christen können mit dem Kreuz eigentlich viel anfangen. Wir wissen, Jesus ist für uns gestorben, das ist die Bedeutung davon. Aber irgendwo hapert es dafür manchmal dann mit dem Gedanken von diesen 3 Tagen später, mit der Auferstehung, was jetzt dort genau passiert ist, was jetzt das wirklich für uns heisst. Und darum möchten wir das Gewaltige, was die Auferstehung eigentlich ist, weil das ist der Jackpot am Ganzen. Das ist das, was nachher die Welt so verändert hat. Wir möchten das heute ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte euch das ein bisschen näher bringen. Aber trotzdem, ich glaube, wichtig, dass wir zuerst kurz uns damit beschäftigen, mit was am Kreuz passiert ist, weil auch das, ohne das wäre das andere auch nichts. Es braucht beides, Kreuz und Auferstehung, in dem zusammen, miteinander. Dort liegt Kraft. Was Kreuz eigentlich bedeutet, ist, dass Jesus Christus sich aus Liebe zu dieser Welt, aus Liebe zu dir und zu mir angegeben hat. Johannes 3,16 drückt das so gut aus. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist ein Zeichen dafür, wie Gott uns liebt. Das ist ein extremes Zeichen von seiner Liebe. Und es hat weniger damit zu tun, dass Gott seinen Sohn opfert, also mal auch, aber ich komme nachher nochmal darauf, sondern Jesus ist auf die Welt gekommen, zu den Menschen, die er geschaffen hat wollte ihnen zeigen, wie es ist zu leben, und auf was er gestoßen ist Feindschaft in erster Linie. Das Böse ist ihm entgegengetreten auf verschiedenste Art und Weise. Gewalt ist gekommen, und was er gemacht hat, ist, er hat nicht mit Gegengewalt reagiert. Er hat nicht sich gewehrt, sondern er hat Liebe entgegengebracht. Eine Liebe, die schlussendlich zum Opfer für die Welt geworden ist. Und gerade die Thematik Opfer, das greift die alttestamentlichen Opfer auf, die man kennt vom Volk Israel, wo es darum gegangen ist, in erster Linie die Beziehung zwischen dem Volk, zwischen den Menschen und Gott wiederherzustellen. Das ist die Symbolik, die Opfer haben. Um das geht es in dem hinein. Und das Spezielle an dem ist, eigentlich war es ja immer das Volk Israel, das das Opfer gebracht hat. Es sind die Menschen, die diesen Schritt durch das Opfer wieder auf Gott zugemacht haben und gesagt haben, hey, wir haben es verbockt, wir möchten die Beziehung wieder in Ordnung bringen. Aber an dieser Stelle bringt Gott selber das Opfer da. Als Zeichen dafür, wie wichtig es ihm ist, sich mit den Menschen zu versöhnen. Und er wie sagt, hey, egal was zwischen euch steht, egal was ihr gemacht habt, ich mache den Schritt auf euch zu. Ich täubele nicht, ich liebe euch. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Das ist das, was darum geht, dass Jesus am Kreuz die Sünde von der Menschheit vergibt. Und zwar ein für alle Mal. Er sagt, wir müssen nicht mehr 1000-mal das ganze Spiel mit Opfer machen. Einmal langt. Obwohl es wir eigentlich wären, die den Schritt auf Gott zumachen müssten, das Opfer bringen, um uns mit ihm versöhnen, macht er. Er unternimmt den Schritt.
Und das ist gewaltig, oder? Und auch über das, ich könnte die ganze Predigt über das reden, ist vielleicht jetzt in dem Moment zu kurz, um das genauer auszuführen. Aber ich möchte auf den nächsten Schritt heute eingehen. Der Tod von Jesus ist die eine Seite, das ist der Karfreitag. Aber morgen ist Ostermontag. Morgen ist der Tag, wo die Jünger zum Grab sind und gemerkt haben, das Grab ist leer. Und wo sie realisiert haben, der Jesus ist auferstanden. Wo sie ihm plötzlich begegnet sind. Zuerst haben sie gemeint, jemand hat den Körper von Jesus geklaut, aber sie sind ihm begegnet und haben gemerkt, der lebt, der ist nicht mehr tot. Und manchmal geht die Bedeutung, was das eigentlich für uns alles heisst, fast ein bisschen verloren. Viele sehen in dem in erster Linie einfach den Beweis dafür, dass ja, eben Jesus ist halt Gottes Sohn gewesen, darum ist er auch verstanden, das ist das, was es bedeutet. Aber in dem steckt so viel mehr. In der Offenbarung steht eine enorme Power, so viel Kraft für uns in der Auferstehung. Es ist die Auferstehung, wo das Licht von Ostern für uns das erst so richtig zum Durchbruch kommen lässt. Sie ist entscheidend für das, was Ostern für dich und mich bedeutet, vor allem im Heute, im Jetzt, in dem Leben, wo du jetzt lebst, nicht erst in der Zukunft. Viele Menschen tun sich heute schwer mit dem Gedanken daran, dass das wirklich tatsächlich passiert ist. Haben das Gefühl, es ist vielleicht einfach eine Legende, etwas, was man sich erzählt oder mit Jüngern Halt gegeben hat, wo ihnen irgendwo geholfen hat. Darum möchte ich kurz auch ein paar Gedanken dazu teilen, was mich dazu bringt, zu glauben, dass die Auferstehung nicht einfach nur eine nette Geschichte ist, sondern eine effektive Tatsache, historisch so passiert ist. Die Berichte, die man findet in der Bibel über die Auferstehung, die sind so überzeugend, so authentisch, dass sie schlussendlich den Historikern nur einen Schluss zulassen, nämlich, dass das Grab anscheinend wirklich leer gewesen sein muss. Da gibt es so viele verschiedene Details, wie das berichtet wird. Und all das, wenn man das so zusammensetzt, das geht jetzt zu weit, um das näher in allen Details anzuschauen, merkt man, es muss etwas passiert sein dort. Es kann nicht sein, dass nichts passiert sein. Es kann nicht sein, dass das einfach erfunden hätten, weil wenn sie es nur erfunden hätten, dann hätte man es ganz anders aufgezogen. Dann wären es zum Beispiel sicher nicht 2 Frauen gewesen, die das leere Grab gefunden haben, weil ihre Aussagen haben damals als Zeuginnen überhaupt keine Gültigkeit gehabt. Dann hätte man es, wenn man es erfunden hätte, dann wären garantiert Männer die Ersten gewesen, die das Grab leer gefunden haben. Historiker sind sich heute einig, dass die Jünger zu 100% davon überzeugt sind, dass Jesus auferstanden ist. Keiner zweifelt an dem, sie müssen überzeugt sein, weil so wie sie gelebt haben, so wie sie gehandelt haben, das, was sie alles bereit sind, für diese Botschaft anzugeben, das machst du nur, wenn du überzeugt bist, dass das, was du da erzählst, glaubst und dass das nicht irgendwelche Erfindung ist. In der Bibel ist die Rede von über 500 Augenzeugen, wo Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Es gibt nur schon allein in der Bibel gibt es verschiedenste Berichte von Menschen, die Jesus begegnet sind. Und die sind unterschiedlich. Und teilweise auch so mit unterschiedlichen Details und auch das. All das hätte man sicher besser gestaltet, wenn man es erfunden hätte und nicht mit all diesen komischen und offenen Fragen, die es offen lässt, so dargestellt. Grundsätzlich, was auch immer du davon haltest. Aber für mich ist die Auferstehung eine Tatsache. Und sie hat eine Bedeutung. Und sie hat eine Hoffnung drin. Das eine Statement, das die Offenbarung für uns, die Auferstehung für uns macht, ist, dass Jesus den Tod besiegt hat. Oder die letzte Waffe, die das Böse in deinem Leben hat. Oder das Letzte, was das Böse dir nehmen kann, ist dein Leben. Sie kann dir alles nehmen, aber wenn sie dir das Leben genommen hat, dann ist es vorbei. Und was Jesus gemacht hat, ist, im Normalfall, wenn jemand dein Leben nehmen will, musst du dich wehren, weil sonst verlierst du es. Sonst ist es weg. Und was Jesus gemacht hat, die Art und Weise, wie er dem Bösen entgegengetreten ist revolutionär gewesen. Er ist nicht mit Gewalt entgegengetreten, sondern eben mit Liebe. Er hat sich nicht gewehrt. Er ist nicht davon gerannt, sondern er hat sich dem gestellt. Und das ist deeskalierend und voller Größe. Aber wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätte schlussendlich trotzdem das Böse gewonnen gehabt. Erst dadurch, dass Jesus so verstanden ist klar gewesen, der Tod ist nicht die letzte Realität. Der Tod ist nicht wirklich das Ende. Und somit hat das Böse auch nicht wirklich gewonnen, weil es hat Jesus das nicht nehmen können, was es eigentlich wollte, nämlich sein Leben.
Der Tod ist besiegt durch die Auferstehung. Und das müssen wir uns auch bewusst sein. Jesus ist wirklich gestorben und nicht einfach nur zum Ski. Es war nicht ein Zaubertrick, den er gemacht hat. Ja, ich sehe aus wie ein Mensch, ich bin aber eigentlich Gott. Ich tue jetzt einfach so, als würde ich schlafen und nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. Jesus war 100% Mensch. Er ist wirklich gestorben. Man hat ihm in die Seite gestochen, um sicher zu gehen. Die Römer waren gut darin, um sicherzustellen, dass jemand tot ist. Aber Gott hat ihn auferweckt nach 3 Tagen. Und in dem auferweckt werden, ist etwas passiert, was für uns heute manchmal nur so mega schwer fassbar ist. Es ist etwas, das in dieser Art und Weise nämlich noch nie da war, wo es nicht gibt, wo man es vergleichen kann. Und zwar spannenderweise ist es nicht der Fakt, dass jemand von den Toten wieder auferstanden ist. Das hat es schon gegeben. Das lesen wir in der Bibel. Jesus hat den Lazarus von den Toten auferweckt, ein Kind, das gestorben ist. Und nicht nur Jesus hat andere von den Toten wieder auferweckt, auch im Alten Testament lesen wir, der Elia, dass ein Kind, das tot war, wieder lebendig geworden ist. Aber die Art und die Qualität, wie Jesus auferstanden ist komplett anders als alles, was es vorher gegeben hat. Der Lazarus, als er wieder auferstanden ist, er ist schlussendlich aber auch wieder gestorben. Und bei Jesus ist etwas anderes passiert. Er ist wie in einem neuen Körper auf die Welt gekommen. Aber einer, der nicht mehr stirbt. Und seine Geschichte gleicht in keiner Art und Weise all den anderen Geschichten, die es schon gibt, über Menschen, die vom Tod wieder auferstanden sind. Sein Körper hat zwar irgendwo die gleichen physikalischen Merkmale, oder? Wir lesen, dass einer von den Jüngern gesagt hat, ich glaube es erst, wenn ich die Löcher in deiner Hand gesehen habe, und er hat die gesehen und können anlangen. Aber trotzdem lesen wir auch, dass die Jünger teilweise nicht erkannt haben. Also irgendwo, auch das übrigens wieder ein Zeichen dafür, dass die Berichte authentisch sind, weil das hätten sie sicher nicht geschrieben, wenn sie es hätten müssen erfinden. Aber in dem hinein ist irgendwo etwas passiert, wo komplett neu ist, was es vorher noch nie gegeben hat. Und das ist eine Hoffnung für uns. Zum einen, das möchte ich da wie einfach kurz staten, das ist die Hoffnung für dich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Die Bibel redet davon, dass Jesus der Erste von vielen ist, der vom Toten auferstanden ist. Dass der Tod auch bei dir nicht schlussendlich das Ende ist. Dass wir uns nicht mehr fürchten müssen davor. Dass wir wissen dürfen, es gibt noch etwas mehr. Und das andere ist, dass wir nicht an einem toten Gott nachlaufen. Dass wir wissen, Jesus ist lebendig. Alle anderen Religionsstifter sind gestorben und seitdem hat man nichts mehr von ihnen gehört. Sie leben in dem Sinne in der Erinnerung weiter. Aber Jesus ist lebendig und du kannst eine Beziehung mit ihm haben. Und ich meine, das ist gewaltig, oder? Das allein ist schon mind-blowing. Und manchmal für uns, gerade die vielleicht Christen sind, haben wir das schon so oft gehört, dass es irgendwo auch nicht mehr gleich viel auslöst, weil wir es irgendwie schon gehört haben und wissen. Aber es ist auch noch nicht fertig. Mit der Auferstehung ist nochmal etwas Gewaltiges passiert. Etwas komplett Neues, das noch nie da war. Und das möchte ich jetzt mit euch noch auspacken, weil es ganz viel damit zu tun hat, wie wir heute und jetzt, im Hier und Jetzt leben und nicht erst in der Zukunft. Und es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber vielleicht hilft uns ein Gleichnis, das Jesus selber erzählt hat. Und zwar hat Jesus verschiedene Gleichnisse gebraucht, um zu erklären, wie das Reich von Gott, oder im einen Evangelium heißt es auch, das Himmelreich funktioniert. Und das heißt in Matthäus 13, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Also es ist dort die Rede davon, dass ein Samen in die Erde gesetzt wird. Ein Samen, der in die Erde gesetzt wird, ist vielleicht ein bisschen einfach erklärt, aber stirbt. Er stirbt, aber dadurch, dass er stirbt, entsteht etwas Neues. Eine Pflanze bricht aus ihm raus und bricht sich Bahn und kann wachsen. Es entsteht ein neues Leben daraus heraus. Und ich glaube, genau das ist das, was in der Auferstehung passiert ist.
dass im Moment der Auferstehung aus dem Samen, wo Jesus ist, wo gestorben ist, eine neue Realität hat können entstehen. Wie eine neue Wirklichkeit in die Welt hineingebrochen ist. Ich versuche das, ich weiß, es ist irgendwie komplex, ich versuche das da ein bisschen aufzuzeichnen. Das ist die Welt. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ich zeichne das Kreuz. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist wie der Samen in die Erde von dieser Welt hineingedrückt worden. Und mit der Auferstehung ist aus dem Samen heraus ein neues Leben entstanden. Ist eine neue Realität in dieser Erde Tatsache geworden. Etwas Neues, die Saat, wo Jesus ist aufgegangen, etwas Neues ist entstanden. Die Frage ist wahrscheinlich, was, oder? Jesus hat immer davon geredet, dass sein Reich nahe ist. Das Himmelreich, das Reich Gottes auf dieser Erde nahe ist. Und das ist nichts anderes als die Realität Gottes. Wie es schlussendlich ursprünglich gedacht war, wie es soll sein. Und die Realität Gottes, die Realität, wo Gott drin lebt, ist in der Auferstehung von Jesus in die Welt hineingebrochen. Oder man könnte sagen, sie ist Teil dieser Welt geworden. Oder Jesus hat das Reich Gottes mit seinem Leben schon verkörpert. Er war auf dieser Erde. Das, was er gesagt hat, war vom Reich Gottes. Er hat das verkörpert, indem er keine Sünde hatte, unschuldig war. Er hat das verkörpert, indem bei ihm Sachen möglich waren, die anderen Menschen nicht möglich waren. Aber durch seinen Tod und seine Auferstehung ist all das Reich Gottes, ein fester Bestandteil dieser Welt geworden. Man kann sagen, es hat Wurzeln geschlagen. Es hat angefangen, die Welt sich zu verwurzeln in dieser Welt. Oder das nächste Beispiel, wo Jesus hat das Gleichnis vom Samenkorn, gerade darauf ab, kommt das zweite Beispiel, nämlich das vom Sauerteig. Das heisst, dass das Reich Gottes wie so ein kleines Stückchen Sauerteig ist, wo man in einen anderen Teig reinmischt und wo der ganze Teig anfängt zu durchsäuern. Und das ist genau auch wieder so ein Beispiel für das, was passiert ist mit der Auferstehung. Der Sauerteig ist durch die Auferstehung im restlichen Teig gelandet. Die Durchsäuerung hat angefangen und sie kann nicht mehr gestoppt werden. Wenn der Sauerteig mal drin ist in dem Teig, dann bringst du ihn nicht mehr raus. Und das ist das, was durch die Auferstehung passiert ist. Dass das Reich Gottes, das Himmelreich, von dem Jesus immer geredet hat, auf dieser Erde angefangen hat. Sich angefangen hat, eine Bahn zu schlagen, angefangen hat, sich darin zu verwurzeln, angefangen hat, die Erde zu durchsäuern. Man kann vielleicht das mit anderen Worten ein Stück weit auch sagen, Himmel und Erde haben ein bisschen zusammengefunden. Und das hat unsere Realität verändert. Die Welt ist nicht mehr die gleiche, wie es vorher war. Sie ist anders geworden. Es ist die Kraft, wo Gott schon immer gesagt hat, dass er am Ende von allen Zeiten alles Leid, alles Böse, alles Kranke und sogar der Tod wird vernichten damit. Diese Kraft ist da und jetzt in deine und meine Geschichte hineingebrochen. Und sie steht uns jetzt zur Verfügung und nicht irgendwann erst in Zukunft. Zwar noch nicht in seiner vollen Auswirkung, eben, es ist wie so ein Pflänzchen, das wächst, es ist wie so ein Teig, der langsam durchsäuert wird, aber sie ist da und spürbar. Und wenn wir uns im Glauben mit dem auferstandenen Jesus Christus vereinigen, dann kommt die Kraft, die stark genug ist, das ganze Universum schlussendlich neu zu machen, in dich hinein. Und das
ist der Wendepunkt der Geschichte. Das ist die Kraft, die in der Auferstehung drinsteckt. Und darum ist die Auferstehung mehr als einfach nur eine gute Nachricht im Sinne von, hey, ja, der Tod ist überwunden, was es auch ist. Aber darum bedeutet die Auferstehung auch so viel für dich jetzt, in diesem Leben. Und nicht erst, wenn du stirbst. Und das Faszinierende an dem Ganzen ist immer wieder das Wie. Wie denn Gottes Reich in die Welt hineingebrochen ist. Nicht mit Gewalt. Nicht durch irgendein grosses Trara. Jesus hat es ganz anders geschafft, die Welt zu verändern. Auf eine Art und Weise, die die Logik von dieser Welt ein Stück weit auf den Kopf stellt. Theologen nennen das die große Umkehrung. Hat alles, was eigentlich schon so aufrecht steht und klar ist, wie es eigentlich müsste gehen, umgekehrt und auf den Kopf gestellt. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Wenn du würdest sagen, ich möchte Jesus werden, ich möchte die einflussreichste von der Person, von der Geschichte werden. Ich möchte die Geschichte von dieser Welt verändern und du wirst dir die klügsten und gescheitsten Köpfe der ganzen Welt zusammenholen als Berater, die würden dich alle unterstützen und du wirst sie fragen, hey, was ratet ihr mir? Was muss ich machen, damit ich die einflussreichste Person von der Geschichte werde, damit ich die Welt komplett verändern kann? Kannst du das mal kurz überlegen? Ich glaube, es würde ja keiner sagen, hey, schau, dass du irgendwo im hintersten Kaff der Welt geboren wirst. Gib dich ja nicht mit einflussreichen Politikern, mit den Reichen und mit den Gebildeten ab, sondern viel besser mit den Armen und den Unbildeten. Schreib kein Buch, mach keinen Podcast. Wehr dich nicht, wenn Fake News über dich verbreitet werden. Und by the way, hey, lass dich umbringen, bevor du 40 bist, dann wirst du die Welt komplett auf den Kopf stellen. Das ist nicht die Logik, wie die Welt funktioniert. Eigentlich keine Erfolgschance. Aber das ist genau das Geniale an Jesus. Er hat all das, wo wir das Gefühl haben, so und so müsste es sein, auf den Kopf gestellt und bewiesen, dass es anders ist. Und es muss so sein. Wenn Jesus ein Intellektueller gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich schlussendlich auch nur die Intellektuellen gewonnen. Wenn Jesus einfach eine bessere Moral gebracht hätte, dann hätten einfach die mitheben können, die genug stark sind, die genug Disziplin haben, um sich an das zu halten. Aber er ist so ganz anders gekommen. Weder als Intellektueller, nicht als Philosoph, nicht als ein mächtiger Herrscher und auch nicht als jemand, der reich ist und Geld hat. Und genau auf diese Art und Weise hat er die Welt so erobert, dass heute noch die Leute auf ihn schauen. Dass heute noch die Zeitrechnung von uns nach ihm benannt ist, nach dem Datum, wo er gestorben ist. Ihr könnt in armen Viertel der Welt schauen. Dort werden im Normalfall nicht Theorien von den Intellektuellen oder von den Philosophen diskutiert, aber in allen Gegenden der Welt, egal ob arm oder reich, wird die Botschaft von Jesus angeschaut, darüber nachdenkt, gelebt. Jesus hat alles auf den Kopf gestellt. Es ist die grosse Umkehr von der Logik dieser Welt. Und das ist irgendwo das Paradoxe, aber eben auch das Geniale an dem Reich, wo Jesus auf die Welt gebracht hat. Es kommt nicht durch Stärke, es kommt nicht durch Macht, sondern Jesus ist aus der Sicht von allen anderen ist er schwach gewesen. Er hat allen gedient. Er hat nicht geherrscht über andere. Er hat sich mit den Armen und Unterdrückten abgegeben, sogar mit den Kindern. Er hat nicht die Reichen gesucht, nicht die Mächtigen. Er hat nicht eine Armee aufgebaut. Er hat seinen Jüngern gedient, denen, die eigentlich ihm nachgefolgt sind. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat nicht einen pompösen Wohnsitz gehabt, er war sogar, kann man sagen, heimatlos und ist umgezogen. Und durch all das hat er die Welt verändert. Seine Stärke war in seiner Schwachheit. Seine Macht hat sich in dem gezeigt, dass er anderen gedient hat und sie geliebt hat. Dadurch, dass er arm war, hat er uns aufgezeigt, wie reich wir eigentlich sind. Das, was wir sonst als weise und gescheit anschauen, ist, wenn wir ihn anschauen, merkst du plötzlich, eigentlich dumm. Und das ist irgendwie die umgekehrte Logik, wo das Reich hat, wo bei der Auferstehung in die Welt hineingebrochen ist.
Und sie gilt, und das ist eben die Good News für dich, sie gilt nicht nur für Jesus, sie gilt auch für dich. Und sie kann dir helfen, zu erkennen, wie die Logik, nach der wir normalerweise leben, in so vielen Bereichen eigentlich falsch ist. Wie vieles, was uns als Freiheit verkauft wird, uns eigentlich eher versklavt und in Besitz nimmt. Reichtum musst du erhalten, sonst verschwindet er. Musst du beschützen, sonst wird er dir geklaut. Im Reich Gottes erfahren wir, dass wirkliche Reichtum nicht Geld, nicht Besitz ist, sondern in unserem Herzen hinein kann sein, wenn wir Jesus kennen und wenn wir Zufriedenheit erleben aus dem, dass wir mit ihm unterwegs sind. Macht ist etwas, wo immer bedroht ist, wo du darum kämpfen musst, um sie zu behalten, weil sonst nimmt er sie jemand weg. Macht macht einsam. Jesus sagt das Reich Gottes, dass der Letzte der Erste sein wird. Dass es besser ist, anderen zu dienen und sie zu lieben, als über sie zu herrschen und ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Schönheit. Schaut mal an, was Menschen alles ausgeben, um sich schön zu fühlen. Letzte irgendeine Sendung. Und einfach, es ist crazy, was Menschen alles machen, um sich schön zu finden. Gott sagt, dass wahre Schönheit nicht in Äußerlichkeiten zu finden ist, sondern aus unserem Herz herauskommt. Anerkennung. Wie viele Menschen sind gierig und süchtig nach Anerkennung? Und es braucht einen Fehler. Und die Anerkennung, die vertrüllt sich in Verachtung. Das Reich Gottes zeigt uns auf, wie vernichtend das Urteil von anderen Menschen ist und tut uns auf die Wahrheit hinweisen, dass es bei Jesus keine Verurteilung mehr gibt. Dass das am Kreuz schon passiert ist. Und dass wir dann darum unsere Anerkennung bei Gott suchen und uns nicht sagen darum, was passiert, wenn wir mal einen Fehler machen. Dass er uns Zufriedenheit und Fülle geben möchte. Und so ist vieles, was wir eigentlich als gut anschauen, wird durch die Wahrheit von der Auferstehung, durch das, was da reingebrochen ist, zeigt es uns auf, wie verkehrt das ist. Und umgekehrt, dass auch vieles, was wir als schwer anschauen oder wo wir versuchen zu vermeiden, bei Gott für ein Segen für uns kann werden. Dass gerade das, was als Schwäche angeschaut wird, sich oft als Stärke zeigt. Zum Beispiel das Verzichten auf Ellenbögeln, wenn es um eine Beförderung geht oder wenn es irgendwo um den Eigenvorteil geht, wo wir das Gefühl haben, es ist manchmal ein Nachteil, wenn wir das nicht machen. Aber dass sich das schlussendlich als Charakterstärke wird zeigen, die uns weiterbringt. Dass aus Leid heraus Gutes kann entstehen. Dass selbst in Nöten Frieden und Freude vorhanden sein können, die nicht von den äußeren Umständen abhängig ist. Dass Verlust schlussendlich zu einem Segen, zu einem Gewinn kann werden. Das Reich Gottes, wo Jesus davon erzählt hat, besteht auch daraus, dass Geben seliger ist als Nehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele schon in ihrem Leben eigentlich auch entdeckt haben. Und doch vergessen wir es so oft wieder. Wir denken, Glück kommt durch Besitzen und Haben. Und so oft, wenn wir geben, merken wir, dass das eigentlich viel glücklicher ist und viel erfüllender. Durch die Auferstehung ist die neue Realität Wirklichkeit geworden auf dieser Welt. Gott hat die Sachen umgekehrt. Und die Gesetzesmäßigkeiten, die gelten und du kannst bereits jetzt ein Teil von dieser Realität sein. Und das ist die Botschaft von Ostern. Jesus lädt dich ein, ein Teil von dieser Realität zu werden, indem du an ihn glaubst und indem du den Heiligen Geist in dein Leben hineinlässt. Der Heilige Geist ist die Kraft, die in deiner Schwäche stark wird, die dich überwinden lässt, die dich verändern kann, die dich hoffen lässt, wenn rundum alles hoffnungslos aussieht. Der Heilige Geist ist die Kraft, die eben der Jesus schlussendlich von den Toten auferweckt hat, wo auf die Erde hineingebrochen ist. Er wird uns im Neuen Testament als so wie eine Anzahlung bezeichnet für das zukünftige vollkommene Reich. Das hat mich übrigens wieder an die Werbung erinnert, dass jetzt schon läuft einer mit so einer Gitarre aus dem Laden raus und der Slogan ist irgendwie jetzt schon auf den ersten Auftritt freuen, später zahlen. Irgendwie so. Es ist wie eine Anzahlung. Wir haben jetzt schon das, was eines Tages dann vollkommen wird sein.
Der Weg dazu ist, lustigerweise, dass sich auch eben in unserem Leben einiges umkehrt. Dass wir anfangen, der Logik von dem Jesus zu folgen. Selber bereit sind, nach seiner Logik zu leben. Nicht mehr krampfhaft versuchen, unser Leben zu kontrollieren und in den eigenen Händen zu haben. Nicht einfach nur selber versuchen, gute Menschen zu sein. Das ist so paradox und es braucht ganz ehrlich ein Leben lang, um das zu lernen, wirklich. Und es gibt einen Song von Hillsong, wo irgendwo das Paradoxe so perfekt in Wort fasst. Dort heisst es dann zum Beispiel, ich sage es jetzt auf Deutsch, nachher hören wir es in Englisch, dass dort, wo unsere Knie auf den Boden aufschlagen, vielleicht auf den Boden der Tatsachen, dass das der Moment ist, wo wir den Himmel berühren. Dass wir dort Leben finden, wo wir bereit sind, um es niederlegen für andere. Dass dort, wo wir versuchen, die Welt irgendwo zu gewinnen, wir dabei aber eigentlich unsere Seele verlieren. Und ich kann Danica bitten, den Song für uns heute zu spielen. Ihr dürft ihn einfach auf euch wirken lassen. Wir werden dann mit Text einblenden und dort ist auch die Übersetzung drin, für die nicht so gut Englisch können.